mit dem Neuen. Duldest du noch oder wählst du schon? Wahlrecht für alle. Das Volk entscheidet die Demokratie. Und nun begrüßen Sie unseren allseits geschätzten Bürgermeister Karl Wippermann. Bürgerinnen und Bürger, unsere Verfassung ist seit langem überfällig und wurde uns versprochen. Diese 160 Paragraphen verbessern eure Situation. Ihr wollt doch nicht weiter unter der Willkür vom Kurfürsten Wilhelm II. Leiden. Das Bürgertum will von der Verfassung profitieren. Ihr werdet selbstständiger sein. Aber auch ihr Arbeiter profitiert durch steigende Löhne und bessere Arbeitssituationen. Ich verspreche euch, dass ihr nicht weiter ausgebeutet werdet. Das klingt doch gar nicht schlecht. Die Verfassung wird euch allen eine von Grund auf bessere Situation bringen. Es ist Zeit für Veränderung. Es bringt aber auch keine Schreckensherrschaft mit dem Dauereinsatz der Guillotine. Deshalb brauchen wir eine parlamentarische Monarchie, wo das Volk frei und selbstständig ist. Das altertümliche, absolutistische System hat sein Ende am heutigen Tag, den 6. Januar 1832, erreicht. Wir werden Grundrechte erhalten, die Meinungsfreiheit, damit wir effektiv über unser System diskutieren können. Die Gleichheit vor dem Gesetz, damit niemand, wirklich niemand, benachteiligt wird. Die Berufsfreiheit, damit jeder seine Persönlichkeit ausleben kann. Doch am wichtigsten ist die Pressefreiheit, um das Unrecht anzuprangern. Wir wollen doch nicht dumm sterben. Es war dummer als hungrig. Also, steht auf und geht gegen die Konservativen. Somit ist die Diskussionsrunde eröffnet. Lächerlich! Einfach lächerlich! Diese Verfassung wird uns ins Chaos stürzen. Chaos! Ihr werdet sehen, was ihr davon habt! Der Kurfürst wird außer sich sein. Das ist unser Untergang. Untergang! Ihr habt es uns versprochen, wir wollen die Verfassung. Ihr habt es uns versprochen. Bleibt die Verfassung gleich, gibt es ein zweites Frankreich. Friedrich, ein zweites Frankreich. Und was wird dann aus meinem Geschäft? Haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus und geht wieder nach Haus. Haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus. Hans, jetzt sag doch auch mal was. Die Arbeiter sind ganz aufgebracht. Denk an unsere Kinder. Also, die Verfassung ist für euch natürlich auch was Gutes, denn wenn es uns gut geht, dann geht es euch auch besser. Bloß kein Aufstand, ihr lauft eh nur gegen eine Wand. Bloß kein Aufstand, ihr lauft eh nur gegen eine Wand. mit dem Kopf durch die Wand. Was haben wir? Was wollen wir? Mehr Geld! Was brauchen wir? Soziale Reformen! Wen komme ich? Wippermann! Was werfen wir? Steine! Was habt ihr nun von eurer Verfassung?